Danke fürs Video. Das hat jetzt habe ich ein bisschen schmunzeln. Ich bin nämlich ein bisschen müde gerade und habe nicht so Lust auf Volleyball. Aber ja, jetzt habe ich schmunzeln. Tut gut. Hey zusammen, mein Name ist Jenny. Mein Name ist Flavia und heute sind wir nicht allein da, sondern wir haben eine Gästin bei uns. Und mit ihr philosophieren wir über das Thema Neid und Gönnen philosophieren. Viel Spass beim Reinhören. Ja, wir sind heute nicht allein da, Jenny. Gell? Wir haben eine Gästin, und zwar die Lynn Grütter. Ich freue mich riesig. Oh mein Gott, seit ein paar Monaten freue ich mich schon auf diesen Tag. Bin ein bisschen hibbelig. Aber wer ist sie überhaupt? Ja, Lynn, du stellst dich nachher vielleicht gerade kurz auch noch selber vor, aber was man sagen muss, wenn du bei einem bist, dann... Oh, Scheiße, jetzt habe ich voll verkackt. Nein! Okay, komm, ich mache einfach weiter. Was ich wollte sagen ist, vielleicht bin ich doch ein bisschen nervös. Jetzt habe ich vorher gerade gesagt, ich bin nicht nervös. Nein. Aber eben, was man über dich wissen muss, ist, du bist Moderatorin, du moderierst Fernsehsendungen, Events, Publikums- oder Podiumsdiskussionen, du hast auch deine eigene Sendung «Next in Business», hast auch ein mega cooles Format schon gemacht namens «Abnormal» und du bist auch noch Markenbotschafterin und eben heute zu Gast bei uns. Herzlich willkommen. Voilà, danke vielmals. Ich freue mich extrem fest da zu sein und zwei so sympathische Gesichter zu sehen. Mega schön. Ja, eben, mein Name ist Lynn Grütter. Ich bin 33 geworden vor 2 Wochen. 3 meine Lieblingszahl, darum es kann noch gut kommen. Ich arbeite als Moderatorin und mache diverse Fernsehprojekte. Wie eben du gesagt hast, «Next in Business», «Abnormal» ist mein eigenes Fernsehprojekt im Sinne von, ich habe es wie selber aus dem Boden gestampft. Und den Schwingsport moderiere ich auch noch im Fernsehen. Stand jetzt. Stimmt. Und sonst moderiere ich ganz viele Events in ganz vielen verschiedenen Themenbereichen, im Bereich Unterhaltung, Sport, Information, Gesellschaft etc. Genau, und Social Media mache ich auch noch, weil das irgendwie Hand in Hand ja mega gut geht und zusammenpasst. Und bin jetzt seit dem 21 100% selbstständig, heisst, ich bin nirgends angestellt und komme einfach die Jobs, also bin wie so, ja, bei diversen Fernsehsendern, aber nirgends fix. So, genau. Mega cool. Du lebst basically unseren Traum, nicht? Schon ein bisschen, ja. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Thema heute. Aber bevor wir dazu kommen, wie die Lynn da angekommen ist oder wie das entstanden ist, gehen wir in unsere Kategorien, und zwar Shit und Schein. Ich starte schon gerade schnell mit einem Schein. Und zwar habe ich Beachvolleyball-Grümpung das Wochenende von meinem Verein VBC Einsiedeln. Ich muss sagen, genau, Shoutout an die. Und ich muss sagen, es war so ein Schein gewesen, weil es ist für mich wie eine kleine Familie. Ich bin seit ich 18 bin in diesem Verein, also 16 Jahre jetzt schon. Und es ist wirklich, ich bin dort angekommen und ich bin jetzt eben länger, ich bin ein Jahr eigentlich nicht passiv Mitglied gewesen, also nicht mehr so dort oben. Aber ich bin dort angekommen, an jedem Ecke mit jemandem können schwätzen. Ich bin auch mal Trainerin gewesen, und das waren meine Junioren dort gewesen, meine Jungs, sage ich immer noch. Und die sind noch dazu mal noch 14 gewesen, jetzt sind sie so 16, 17, all grösser. Und sie sind kurz überfordert gewesen, weil ich halt ich habe halt alle umarmen, weißt du, und ich habe vorher sie nie umarmt mit so 14. Dann bin also ich halt als Trainerin? Ja, und dort bin ich so gewesen, «Hi!» Und dann sind sie so gewesen, «Hallo, ich bin cool.» Socially awkward Abstand. Voll. Oder keine Ahnung, zwei ältere Herren, 50, haben wir über Daten geredet. So à la, wie lernen ihr heute die Jungen die Leute kennen und so? Wie hast denn du deinen Ex da kennengelernt? Genau, ja. Ich bin noch nie mit meinem Einsiedler zusammen gewesen. Nein. Also weißt du, es ist so cool. Von wirklich jung bis alt mega durchmischt. Mega schön. Und das war mega der Schein gewesen und hat mir hure viel gegeben, das Wochenende, wenn es hure anstrengend war. Ja, Flavia, back to the roots. Ja. Weil du tummelst dich ja mittlerweile nicht mehr so auf deiner Heimat, oder? Genau, und darum ist es auch, also für den vom Podcast bin ich auch viel angesprochen worden, die einen hören dann. Und die irgendwie, die wissen halt alles, was ein bisschen abgeht. Ist auch irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Das kann ich mir vorstellen. Also ich erlebe das teilweise auch so ein bisschen in Dallenwil. Ich komme ja auch nicht weit entfernt von Einsiedeln her. Wo ist Dallenwil? Es ist ja in Nidwalden. Nidwalden? Ja, also schon ein Moment, aber ja, Innerschweiz, genau. Lustig sind wir alles Innerschweizerinnen. Ja, genau. Und darum, ich finde das mega schön, wenn einem die Leute so ein bisschen ansprechen, aber es ist teilweise dann auch so ein bisschen awkward, wie du gesagt hast. So, ja so viel über mich. Irgendwie. Ja, über dich ja auch, oder? Ja, darum verstehe ich. Aber ja, ein Scheinmoment für dich in dem Fall. Mega. Schön.
Willst du gerade weitermachen? Und nachher? Ja, Soll ich? mach doch du Was weiter. hast du Also, mitgebracht? Ich habe einen Scheinmoment, weil ich bin gestern das erste Mal Wakesurfen. Ich habe deine Story gesehen. Es war Ich so auch. geil gewesen. Und ich komme eigentlich ich bin vor 2 Wochen von Portugal zurückgekommen und bin dort wieder surfen und mich hat es so gepackt. Es ist für mich wirklich so etwas Schönes und Heilendes und Energieaufladendes. Und ja, genau das Gleiche jetzt beim Wakesurfen im See. Und ich habe es das erste Mal gemacht und es ist schon anders als jetzt auf dem Meer surfen. Darum hatte ich recht Schiss gehabt, also komme ich rauf und so. Und klar, ich habe mich immer noch am Seil heben, ich bin überhaupt noch kein Profi, aber es hat mega Spass gemacht und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ich im Meer hatte. Und ich habe wirklich so letztens gedacht, hey, nein, jetzt muss ich wieder so lange warten, bis ich wieder surfen und das Gefühl habe. Und ich kann es einfach hier in Zürich haben. Darum, das ist so mega ein Scheinmoment. Und ich löse mir gerade ein Abo. Kann man das Abo lösen? Ja, dass es Ja. ein bisschen günstiger ist. Wenn du Member bist, kannst du es wie günstiger nutzen. Ah, dann gibt es so Clubs am Ja, das ist Zürichsee, nice. wo du kannst wie ein Wakeboard-Abo. Ja, genau. Ah. Ich glaube, für 240 Franken. Und du musst dann einfach wie rausholen. Und dann kostet es irgendwie anstatt 72 pro Stunde, was schon noch viel Ja, ist. ja. Ich glaube, so um die 47. Ah, das ist schon Ah. gut. Ja. Findest du es nicht auch nice, im Süßwasser surfen, anstatt im Salz? Weil das ist bei mir so, als ich auch mal Wakesurfen bin, ist Ja. einfach geil gewesen, im Wasser, dass nicht alles brennt. Ja, ich liebe eben Salzwasser. Ah, Mega wirklich? fest. Okay, Ja, ich ja. kann es sehr gerne drum. Nein, das vermisse ich ehrlich gesagt. Ja. Aber ich weiss, was du meinst. Es ist wie so erfrischender, eine Art. Mhm. Aber ich habe das Salzige auch mega gerne. Irgendwie. Mhm. Ja. Mhm. Ich kann auch nie duschen nach dem Meerbaden. Ich bin immer so, nein, ich bleibe noch ein bisschen. Ah, so gut. Vielleicht bin ich im letzten Leben ein Delfin gewesen. oder so. Ja. Vielleicht. Ja, ganz herzig, ja. Dein Scheinmoment. Oder Shit. Oder Shit? Ich habe einen Schein Oh, mitgebracht. da haben wir ja, gehen wir voll positiv in die Folge. Genau, voll positiv. Und zwar etwas mega Herziges, mega so ein wholesome Moment hatte ich Anfangswoche. Und zwar bin ich mit dem Hund draußen gsi, so wirklich, es war irgendwie 10:30 gsi vor dem Schlafen und wir schnell mit dem Hund brünzeln im Quartier. Und nachher rennt er an dieser Flexileine, irgendwie so mega in ein Gebüsch rein, for no reason gefühlt. Und ich bin so, hey, was hat jetzt der Hund? Da habe ich ihn zurückgenommen an der Leine und dann mal so geschaut, was dort unten im Gebüsch ist. Und nachher sehe ich so einen grossen Igel zusammengekauert. Und ein Igel ist jetzt nicht so ein Tier, das ich so jeden Tag sehe, oder? Und dann bin ich so voll fasziniert. So, ein Igel, weißt du? Und dann, ich habe schon von weitem gehört, die Nachbarin kam im Quartier und ich rede mit ihr Englisch und sie heisst eben auch wie ich. Aber ich nenne sie halt auf Englisch Jennifer. Dann habe ich so, oh mein Gott, Jennifer, watch, there's a hedgehog. Ich glaube, ich habe es richtig gesagt, oder? Igel, ja, auf jeden Ich Fall. habe keine Ahnung. Ja. Hast du auch I don't keine Ahnung? know, was Igel auf Englisch heisst. Aber ja. Dann habe ich so, Jennifer, look. Und sie hat eben einen Sohn, einen 12-Jährigen. Und dann hat sie unbedingt wollen, dass ihr Sohn jetzt den auch noch sieht. Weil der Igel ist immer noch so mega rund, kugelig, Also hast du das stachelig. Gesicht überhaupt gesehen? Nein, ich Ah. habe nicht mal genau gecheckt, wo jetzt hin und vorne ist. Weil Ja. einfach alles ist Stachel gewesen. Nachher rennt sie rennt in ihre Wohnung, ruft ihren Sohn und der rennt raus in Unterhose mit nassen Haaren. Rennt er raus. Und in dem Moment, wo sie rein in die Wohnung ist, ihren Sohn geholt ist, der Igel weggelaufen ins Gebüsch. Nachher sind wir alle so vor dem Busch und sie so, oh no, he's gone. Weißt du, so mega. Nachher sie so, the next time you see the hedgehog, come to my house, call me. Weißt du, so, komm schnell zu mir sagen, ja. Was ein Igel Ja. kann auslösen in der Nachbarschaft. Ja, und irgendwie so die Interaktion habe ich mit dieser Nachbarin so irgendwie noch nie gehabt, weißt du, so, dass ich sie gesehen habe, rennen und ihr Sohn ist in Unterhose und der Igel und das war irgendwie mega herzig gewesen, ja. Sehr cute. So sehr schön. Ja. Und mir ist gerade aufgefallen, weil wir jetzt alle so shiny Momente haben. Ich habe vorhin eine Story gemacht, wo so die Sonne so schön reingeschonen hat in meiner Wohnung und das als Selfie gemacht und so alle, eben, dass ich zu euch im Podcast komme und habe so geschrieben, shiny, shiny. Das Ah, passt wir sehr alle gut. shiny Momente. Ja, It's voll. a shiny day. Ah, It's a shiny schön. So gut. Ja, Mega mega. toll. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, was macht die Lynn Ja, da? du hast vorher schon angeteased, dass wir jetzt dann sagen, warum sie Ja. überhaupt da ist. Und zuerst mal von der Lynn gehört, das weiss Lynn gar nicht, habe ich von der Jenny. Weil die Jenny hat mal deine Frisur gesehen und gesagt, hey, die Frisur würde, glaube ich, stehen von dieser Lynn Grütter. Kennst du die? Dann habe ich so, nein. Und seitdem folge ich dir. So gut. Wann war das? In welchem Jahr? Ich weiss nicht in welchem Jahr, aber du hast... Ich glaube du hast 24, noch nicht so noch lange. nicht so lange. Ja. Du hast auf jeden Fall Bangs gehabt Ja. und eher ein bisschen rötlich. Ja, Also voll. Rot Ja, ist- rotbraun. Rotbraun, genau, Schokobraun. rotbraun. Ja. So ein bisschen so schulterlang mit Bangs. Mhm. Und Flavia hatte mal ganz so ähnliche Haare gehabt und sie war damals gar nicht so zufrieden gewesen. Und ich habe gefunden, mal, das steht ihr. Und dann, als ich deine Content und so gesehen habe, habe ich gefunden, look Flavia, so, glaube ich, würde es dir mega stehen. Und sie so, hä, wer ist das? Mhm. So geil. Voll. Und der hast es gemacht, hoffentlich.
Ja, also ich habe jetzt die auch mal ein bisschen geschnitten. Mega toll. Voll. Und auch sonst so, ja, habe ich dich halt nachher ein bisschen verfolgt, einfach auf Insta. Und so habe ich eben am 8. April ist das gewesen, habe ich nachgeschaut, ja? das Jahr. Nein, 11. April, 8.08. Aber schnell Vorgeschichte. Ich bin dort im Zug gehockt, in Olten, Richtung Zürich. Ich weiss im Fall genau, und ich bin hinter sie gehockt, im Viererabteil. Das weißt du so genau Ja, noch? ich habe manchmal so Krass. Core-Ding, Ja. wo ich die Nachricht wieder gesehen habe. Und nachher habe ich deine Story gesehen von der Lynn. Und zwar haben ganz viele Medien berichtet, dass die Lynn jetzt eine eigene Fernsehsendung hat, wie du vorher schon erwähnt hast, «Abnormal». Und dann habe ich, glaube ich, vor 20 Minuten den Artikel durchgelesen. Und dann habe ich so richtig gemerkt, so einen Clinch in mir. So, oh, mega cool. Und nachher bin ich aber so gewesen, irgendwie schiesst es mir jetzt gerade an. Und ich so, hä, was ist das? Und dann habe ich also recht schnell gecheckt, ich bin neidisch. Und dann habe ich wirklich gar nicht lange überlegt. Ich habe einfach so, also ich habe, glaube gesehen, dass sie mega viel in den Kommentaren geschrieben haben, herzliche Gratulation. Dann habe ich mir überlegt, soll ich jetzt etwas in die Kommentare schreiben? Dann habe ich so, irgendwie will ich jetzt ihr privat schreiben. Und dann habe ich wirklich so einen Text geschrieben. Ich lese ihn ganz kurz vor. Einfach so, glaube frisch ab der Leber aus dem Herz. Ja. Und zwar «Hello Lynn», ein Regenbogen-Emoji, keine Ahnung wieso. Ein bisschen positive Zum Vibes. Thema, oder? Gratuliere dir ganz herzlich zu deiner TV-Sendung. Eines von meinen ersten Gefühle in mir war gerade ein bisschen Eifersucht. So schade, Mann. Aber ich habe gelernt zu versuchen, das Gefühl in Inspiration umzuwandeln oder einmal sicher mehr von dieser Seite zu sehen. Ist in dem Fall ein Zeichen für mich, dass ich vielleicht auch so etwas mal machen will, wer weiß. Ich gönne dir das auf jeden Fall sehr fest und wünsche dir ganz tolle Begegnungen mit tollen Menschen. Liebes Grüßli, Flavia. Ja. So herzig. Weißt du noch, wo du die Ich kann Nachricht mich bekommen hast? absolut noch an das erinnern. Und habe es durchgelesen und habe einfach nur Wärme verspürt, weil ich so gefunden habe, hey, es ist so grossartig, dass du eine Art deine Eifersucht wie erkennst und das nachher noch kommunizierst. Und ich finde, sowieso Eifersucht kommunizieren ist so irgendwie auf einem mega, mega hohen Level. Ich sage jetzt mal im engen Kreis, Freundeskreis, Familienkreis. Und wenn man dann über Social Media drüber, wo man eigentlich gar nicht kennt, wie das kann kommunizieren kann, also das finde ich mega inspirierend, mega wichtig. Und ich habe es dann auch gerade gepostet, weil ich gefunden habe, eigentlich braucht es viel mehr von dem. Weil wie manchmal habe ich Eifersucht verspürt. Ich habe jetzt irgendwie auch einen mega langen Weg gehabt, bis ich jetzt da bin, wo ich bin. Und jetzt bin ich mega happy, aber ich wollte immer noch mehr natürlich. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe auch mega viel fighten. Und zum Teil habe ich das auch gehabt, dass ich so das Gefühl gehabt, bei anderen Moderatorinnen, es flutscht und sie kommen diese Sendung über und die und da. Und ich war so gewesen, hey, ich erkenne mein Potenzial und irgendwie warum bin ich noch nicht so weit? Oder warum habe ich das noch nicht? Und ja, in diesem Moment wäre es eigentlich schön gewesen, das auch zu teilen mit diesen Personen. Habe ich dann aber nicht gemacht. Also, aber ich habe dann wie versucht, die Eifersucht irgendwie umzuwandeln. Aber zu dem können wir ja wahrscheinlich genau. noch, oder? Jetzt noch schnell zum Wording. Ich glaube, eben Eifersucht ist, wenn man Angst hat, zu verlieren, was man hat. voll. Und Neid ist, Neid ist, wenn man Haben will, was andere haben. wo man nicht hat. Habe ich eben nur weil ich habe auch irgendwie gesagt, ich bin eifersüchtig, aber eigentlich bin ich neidisch. Aber Also eigentlich ist es nicht. eigentlich Also ist ich glaube, Neid und Eifersucht werden ja mega oft so als Synonym verwendet, Ja. aber eben gemäss unserer Recherche ist das der Unterschied, so dass du wie, oder zum Beispiel sind Leute in Beziehungen eifersüchtig. Wie sie etwas haben, was sie nicht verlieren wollen. Genau, oder Und- in Freundschaften oder so. Und bei mir ist es offensichtlich, ich habe keine eigene Fernsehsendung. Noch nicht. Ja, Angst Ja, hast, noch alle nicht. anderen Moderatoren zu Aber verlieren. und es ist auch so gewesen, weißt, ich habe halt in den Notizen schon seit 4 Jahren eine Liste, wo ich so Sachen mit Leuten aufschreibe, welche Leute das spannend wären und so. Und darum ist es wie so naheliegend, dass mich das auch nicht einfach kalt lässt, à la, dass ich nur gönne, blöd gesagt. Aber Hey, ich verstehe es so fest und es ist so lustig, dass ich jetzt gerade wieder da bin in dem CH Media Gebäude, weil ich beim 21 habe ich gekündigt bei Tele Zürich und dann Du hast bei Tele Zürich gearbeitet? ja, ich habe das Wetter moderiert. was? Ja, sicher etwa 3-4 Jahre. Ja, oder lustig. so. Also da bei Tele Zürich, Ja. bei Wann Mettingen ist das noch gewesen? länger. Hey, ich glaube vom 19 bis oder 18 bis im 21, so was. Mhm. Ja.
Und dann haben wir die Unterhaltungschefin habe ich dann mal getroffen und hat sie gefunden, Helene, wenn du eine Idee hast für eine eigene Fernsehsendung, dann go for it. Und so bin ich dann mal drauf gekommen, ich könnte ja eigentlich eine eigene Fernsehsendung machen. Das war im 21 gewesen. Krass. Und im 25 ist sie dann rausgekommen und überhaupt nicht mit TH Media, sondern mit einem anderen Sender. Also das ist schon krass, wenn du sagst, hey, ich habe meine Notizen. Ich habe zu dieser Zeit auch gedacht, wird das irgendwann mal klappen? Wie viele Absagen habe ich bekommen von Sponsoren und so. Und jetzt hat alles wie funktioniert. Also manchmal musst du einfach ein bisschen Geduld haben und weiterhin daran glauben. Ja, und es hat auch mega geholfen, deine Story zu sehen, weil manchmal vergisst man dann halt, was der Aufwand dahinter war. Und das nochmal zu hören, eben so von der Zeit her und dass man nicht einfach Schnips machen kann. Manchmal, die einen haben Glück und es, ja, am richtigen Zeit zum richtigen Ort sein, aber das hilft natürlich auch und ich habe einfach so Freude gehabt, dass ich habe ehrlich gesagt fast vergessen gehabt, dass ich das geschrieben habe, weil du ja, glaube öffentlich bist, habe ich nicht mehrere Nachrichten können schreiben, weil du es zuerst annehmen. Genau, und ich habe es lange, glaube nicht gesehen. Genau, ja. Einen Tag danach. Oder mehrere Tage nachher, ja, genau. Nachher, oh mein Gott, ich weiss, ich war Wege und ich so, die hat mich repostet. Ja, so geil. So darum ist Social Media doch einfach auch geil. Ja, ich liebe Social Media genau für so Sachen. Und es ist wirklich Props to you, was du vorher gesagt hast, dass du das verspürt hast und gefunden hast, ich sage ihr das jetzt, obwohl ich sie nicht kenne, hätte ja auch können sein, dass sie deine Nachricht gar nicht gesehen hätte und du dann voll frustriert irgendwie denkst, wow. Ja, oder ich wäre eine blöde Bitch gewesen und hätte gefunden, hey, sorry, was, eifersüchtig und so, und bla bla, gönnen wir es doch, weißt du. Aber wahrscheinlich hast du es ein bisschen gespürt. Genau, also ich glaube, jeder und jedem hätte ich das nicht geschrieben im Affekt. Das war so wie gewesen, ja. Mega. Und du eben hast ja dann in deiner Story geschrieben, hey, mega schön, wie Flavia, bestes Beispiel, mit irgendwie ihren Gefühlen umgeht. Wir sollten doch alle irgendwie mehr können über Neidgefühle reden oder die zumindest irgendwie können akzeptieren, annehmen und eventuell auch kommunizieren. Und genau darum sind wir heute im Studio, um ein bisschen mehr und ausführlicher über das Thema zu reden. So toll, wirklich. Genau, und ich könnte auch mal erzählen. Aber das ist jetzt mal eine Neid-Situation von mir. Lynn, wann bist du das letzte Mal neidisch gewesen? Kannst du dich an etwas erinnern? Es sind wirklich so Situationen, also wo ich die Einladung bekommen habe und gewusst, es geht um das Thema, habe ich mir eben so ein bisschen Gedanken gemacht. Und es sind häufig in meiner Karriere so Situationen gewesen, wo ich wie gefunden habe, hey, das ist jetzt wie, wenn ich mal einen Job nicht bekommen habe oder mich irgendwo beworben habe und sie mich dort nicht genommen haben, wo ich wie Neid verspürt habe, weil ich irgendwie so gefunden habe, hey Mann, es wird doch so gut passen, ich sehe es wie und die andere Person sieht es irgendwie nicht und so und warum kommt jetzt die Person über? Und darum, so im beruflichen Aspekt habe ich das mega viel erlebt und ich erlebe es auch jetzt noch ab und zu mal, wenn ich einen Job nicht bekomme oder so. Ich versuche dann aber mega fest, irgendwie das Gefühl von Neid wie anzunehmen und trotzdem der anderen Person einfach alles Gute zu wünschen, irgendwie. Weil man kann ja dann auch neidisch sein und nachher der anderen Person wirklich auch so ein bisschen schlechte Energie schicken. So. Ja, das ist eher schwach. Das ist mega schwach. Es gibt doch irgendwie das blaue Auge, oder? Ja, ja. Das blaue Auge, ich weiss nicht, in welcher Kultur oder Religion. Zum Beispiel meine Großmutter ist recht abergläubisch und sie sagt auch immer wieder so, Lynn, wenn es dir mega gut geht und so, tu das nicht zu fest, tu dich versuchen abzuschirmen, es gibt Leute, die mögen dir das nicht gönnen und so zum Teil. Und ich finde, man darf über Erfolg reden und erzählen. Und es gibt die Leute, die neidisch sind, aber die können darüber reden. Und dann ist es ja etwas mega Schönes, der Austausch. Und es gibt auch Leute, die neidisch sind und die dir dann ein schlechtes Gefühl geben. Und dann, finde ich, musst du dich einfach versuchen, abzugrenzen von dem. Also, sagen Sie das im Beruf oder auch in Freundschaft oder Familiensituation oder so. Aber ja, ich glaube, Neid ist bei mir am ehesten so ein bisschen im beruflichen Aspekt. Und klar, Eifersucht. Also Eifersucht, das habe ich früher viel mehr gehabt. Ich glaube, es hat auch so ein bisschen mit Selbstunsicherheit zu tun, so in Beziehungen. Und mittlerweile bin ich höchst selten eifersüchtig, ehrlich gesagt. Eifersüchtig. Ja. Neid ist etwas anderes. Ja. Oder? Ja. Aber Neid finde ich, ist auch ein mega menschliches Gefühl, weil, eben, wie wir es vorher gesagt haben, Neid ist, du willst etwas haben, was andere wollen. Und eben jetzt, du hast vorher gesagt... Und du nicht hast. Genau, oder etwas, genau, etwas was du nicht hast. Und gerade im beruflichen Aspekt, finde ich, macht das irgendwie noch Sinn, weil nicht alle können alles haben. Und gerade auch in der Medienbranche, Moderationsjobs, die gibt es nicht wie Sand am Meer. Absolut. Es ist mega ein Haifischbecken in dem Sinn, also ein bisschen brutal betitelt sozusagen. Plus, du siehst ja dann auch, weil das alles am Schluss, irgendwann öffentlich wird, weißt du dann auch ganz genau, wer den Job bekommen hat. Und irgendwie ist es eine Rivalität, aber gleichzeitig auch eine Kollegialität, weil ihr teilt den gleichen Beruf und irgendwie, willst du ja auch nicht ganz viele Feinde machen und es ist so ein bisschen ein Clinch, wie du vorher auch gesagt hast. Es ist ein mega Clinch, ja. Und so, bei mir in der Moderationsagentur habe ich auch ein paar Freundinnen
Und bei denen ist wie so, wir mögen uns alles gönnen, wie jetzt Vanessa Meyer, die ja auch da arbeitet, oder Zoe Torinesi. Und wir sind wirklich so, also das spüre ich von innen und ich spüre es auch in mir. Es ist wie so, wenn wir mal alle in einen Pott hineingerührt werden und als Vorschlag für einen Job und es kommt dann einfach eine von uns über, ist es wie so, hey, mega cool, du wirst es super machen und so. Und ist das immer schon? Nein. Ist das immer so? Eben, Also ich habe das Gefühl, das war ein mega Weg gewesen, im Fall. Ja. Eben, ich habe das Gefühl, früher habe ich noch nicht so gut können mit dem umgehen. Und das hat sicher auch irgendwie mit dem Selbstwert vielleicht auch ein bisschen zu tun, weil man sich dann viel Gedanken über sich macht und es noch nicht so gut einordnen ja. kann. Irgendwie Oder weil auch. du auch jetzt, also, du hast ja schon ein paar Standbeine, die wie fix sind. Das Schwingen, also Ja. das ist ja wie, glaube Fix, Oder? eigentlich jeden Sommer. Ja, vom Mai und bis ich habe das August. Gefühl, wenn man so etwas ein bisschen fix Ja, hat, das stimmt. wenn man jetzt nur schwimmt und so beim ersten, Stimmt. könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Ja, genau. Beim Karriereaufbau hatte ich auch so Phasen gehabt, wo ich ganz frisch selbstständig war, hatte ich gar nichts mit den Händen gehabt, sondern die Jobs sind einfach so langsam reingeflattert. Und wenn du halt einmal nicht bekommst, bist du irgendwie gerade in ein Zeug gefallen und so, oder? Und ja, jetzt habe ich viel mehr Sicherheit, so auch finanziell, dass es wie so weniger schlimm ist, wenn ich mal einen Job nicht bekomme. Mhm. So. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, die Grösse von etwas, die Grösse vom Fisch, wo man angeln will, macht ja dann auch das Loch aus. Absolut. Also irgendwie so ein bisschen sinnbildlich geredet. Je nachdem, wie fest du das bräuchtest oder wettest, ist dann vielleicht auch der Schmerz grösser oder kleiner. Ja. Absolut. Ja. Und ich finde, es gibt ein paar, ich sage jetzt mal Moderatoren, Moderatorinnen, wo ich das Gefühl habe, die haben so Glück gehabt. Die sind überall durchgekommen, überall durchgeschlängelt. Und ja, irgendwie, vielleicht vor ein paar Jahren hätte ich das denen noch nicht so können gönnen. Also ich glaube, ich bin ein guter Mensch, ich will für alles Beste, aber gleich hätte ich es vielleicht noch nicht so können irgendwie fühlen. Oder so du hättest es sein. dir halt auch Hat es mir gegönnt. mega gewünscht, wäre so der Fokus auf mich gewesen. Und mittlerweile versuche ich mega fest in so Situationen, wenn ich wieder etwas sehe und denke, schon wieder die oder so, dass ich dann wie so finde, hey, mega cool, die hat wirklich Glück. Das ist mega schön. Mhm. Und ich glaube, ja, ich habe auch Glück gehabt in meiner Karriere, ich habe immer wieder Glück. Aber ich habe auch gefeitet, finde ich. Und wahrscheinlich sagt das jetzt die andere Person auch von sich, oder? Es ist ja immer so ein bisschen von außen betrachtet. Genau, und darum, ja. Gönnen ist mega wichtig in Bezug auf Neid. Mega wichtig. Und eben das Kommunizieren. Weil nur schon, wenn du es kommunizierst, wie gut hat es dir da nachher dir selber? Ja, aber mega. Also vor allem, wie du dich auch, also wie du reagiert hast. Halt. Ja. Aber ja, eben so, dass auch für mich selber, ich stelle mir, wenn ich mit Neid umgehe, ist das wie so ein Fächerbaum, habe ich gemerkt. Ich bin so, okay, wieso bin ich jetzt neidisch? In dem Fall wette ich das. Und nachher, ein anderes Beispiel ist, manchmal bin ich auf Beachvolleyballerinnen eifersüchtig, weil, keine Ahnung, Beachvolleyball ist einfach geil, auch wenn im Eifersüchtig oder neidisch? neidisch. gut aufpasst. Neidisch, wenn so im HB ist manchmal so ein Turnier, oder? Wow, mit geiler Musik, Leute schauen zu, geile Stimmung. Wenn ich dort zuschaue, bin ich so, ich will das auch. Und dort zum Beispiel denke ich mir so, okay, ich bin jetzt neidisch, aber die müssen ja den Aufwand und alles. Und dann geht mein Neid weg. Weil du wie weißt, es ist gar nicht realistisch für dich. Nein, das und ich zu will haben. es auch gar nicht. Ich will gar nicht so viel umreisen und auf alles verzichten. Und bei dir habe ich dann gemerkt, auch viel Aufwand, aber es ist so nicht mega greifbar, aber es ist ein bisschen greifbarer, weil ich auch schon in den Medien arbeite. Und weißt du, was ich meine? Und Voll. das ist dann wie so ein Raster, wo ich durchgehe und ja. Das habe ich mir auch überlegt in Vorbereitung auf heute. So ein bisschen von wegen, wann macht Neid überhaupt Sinn? Dann macht es dann Sinn, und neidisch zu sein auf jemanden, der etwas hat, was du nicht hast. Wenn es für dich auch realistisch wäre, das zu haben. greifbar, oder? Genau, greifbar. Weil dann ist es so, eben, wie du sagst, warum? Dann ist es auch ein bisschen ein Anstoss. Genau. Das könnte auch ein Anstoss sein. Aber für manchmal, etwas, ja. manchmal ist man doch vielleicht auch neidisch auf Sachen, die man haben will und Wo nicht man- hat. Wo irgendwie, auch wenn es nicht so realistisch ist, du wünschst dir das für dich. Ja. Nein, Was nicht. zum Beispiel jetzt bei dir? Ja, bei mir ist du fragst genauso, weil bei mir ist eben so ein Beispiel und es ist fast ein bisschen problematisch, das zuzugeben, und es ist auch, als ich so, mir das so ein bisschen reflektiert habe, ich dachte, eigentlich ist das mega, oder ich, Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Wow, du machst es gut. es ist einfach so ein bisschen, also man muss sagen, früher, also gut, ich hole jetzt ein bisschen aus, früher Macht sie gern. ja, Okay, sehr gut. früher habe ich sehr gross, also meine Oberweite war sehr eine grosse Unsicherheit von mir gewesen. Manchmal ist es tagesabhängig immer noch so, aber in der Regel eigentlich nicht mehr. Und früher zum Beispiel, gerade im Teenageralter oder ja, eigentlich so ein bisschen im Erwachsenwerden, bin ich neidisch gewesen auf Frauen, die eine enorm schöne Oberweite hatten. Und ich bin nicht
also neidisch gsi auf die Frauen, die das haben und ich habe das offensichtlich nicht. Aber ich bin auch neidisch gsi auf so, wisst ihr eigentlich, wie schön das ist, nicht das irgendwie als Unsicherheit zu haben? Wisst ihr eigentlich, was ihr habt, wofür ihr nichts gemacht habt? Weißt du, was ich meine? Es ist wie so Und nicht darüber nachzudenken. Genau, so, ich bin wie neidisch gsi auf die Unbeschwertheit von Frauen, die mit dem glücklich sind. So ein bisschen das. Und das ist für mich ja wie, jetzt könnte man wie sagen, ja, also, es ist ja wie nicht realistisch irgendwie. Dann musst du ja gar nicht neidisch sein auf das, aber irgendwie doch. Also wieso nicht realistisch? Also dass du das noch bekommst? Ja. Also außer mit einer OP halt. Ja. Genau. Aber Es ist wie so, zum Beispiel, jetzt, was ja mega viel auch, also es gibt ja mega einen enorm schönen Körper von Frauen, so irgendwie eine gewisse Maß oder weiss nicht was. Ich finde es mega schön übrigens, wie du es ausdrückst, mit Norm schön. Ja, das ist... Für jeden ist ja schön wieder etwas anderes. Genau, das ist mir mega wichtig zu sagen, weil eben, ich will nicht einfach etwas als schön betiteln, sondern ich will sagen, dass das einfach wegen der Norm als schön gilt. Eben, und zum Beispiel mal angenommen, ich würde so einen enorm schönen Booty haben oder so, dann könnte ich wieder daran arbeiten und irgendwie... Aber an dem anderen kann ich ja nicht arbeiten und dann bin ich früher immer so traurig, aber auch genervt darüber, dass ich so neidisch bin auf andere, weil die können ja auch nicht dafür. Ja, und dass du so viele Gedanken verschwendest. Ja. Es braucht ja auch Energie, immer über so Sachen nachzudenken. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen auch ein komplexeres Beispiel, weil ich mir die Unsicherheit nicht selber ausgesucht habe, sondern sie Leute zu meiner gemacht haben. Aber es ist so lustig. Jetzt bist du vorher da reingelaufen und ich habe so dein Outfit angeschaut und also gedacht, und ich finde es so schön, weil ich laufe auch immer mehr ohne BH rum. Vor allem in Portugal und so. In der Schweiz muss ich mich noch ein bisschen getrauen, auch das so blöd, ich kann doch einfach ohne BH rumlaufen, aber ist ja gleich. Und ich habe die Abend also gefunden, so schön. Also du hast für mich mega schöne Es ist wie so, du kannst einfach ohne BH rumlaufen und alles ist perfekt und sitzt. Das ist bei mir Ja, nicht eben so. siehst, aber Weißt du, so, es ist mega schön von außen betrachtet. Und es ist so lustig, dass ich jetzt gerade das vorher so dachte, also, wow, mega schön. Und du jetzt sagst, das war mega mein Problem gewesen, so. Und auch da finde ich wieder mega gut, hast du es wie analysiert. Die Frage ist nachher, wieso, was machst du daraus? Oder von wo kommt es überhaupt? Ja. Stört es wirklich dich selber oder stört es dich, weil halt eben die Schönheitsnorm halt so ein B-Körbchen schön findet? Ja, weißt, so das Zweiteres. Eben, ich habe so viele Gedanken schon daran verschwendet und mittlerweile weiss ich, wie ich habe die Unsicherheit nur bekommen, weil aufgrund von Kommentaren, aufgrund von den Medien, Film, Werbung, Social Media und so. Darum, der Ursprung bin gar nicht ich, sondern irgendwie eine Gesellschaft. Genau, die Gesellschaft. Und irgendwie mittlerweile eben, ich bin auch wie so ein bisschen erwachsen geworden und habe auch ein anderes Bild von wie ein Frauenkörper meiner Meinung nach ausgesehen hat. Nämlich, es gibt eben wieso keine Norm, oder das wäre schön. Und darum kann ich mit dem viel besser umgehen. Oder beziehungsweise ist es gar nicht mehr so eine grosse Unsicherheit für mich. Und darum ist der Neid auch weg. Also ist er ganz weg und wenn er mal kommt, wie hast du irgendwie so ein... Es ist halt so tagesformabhängig, oder? Also wenn ich irgendwie mich ein bisschen unwohler fühle, vielleicht phasenweise, dann kommt vielleicht dann nicht wieder zurück, wenn ich in der Body bin und andere sehe. Aber du kannst schneller handeln, weil du langsam weißt, wie das handeln halt. Ja, oder ich weiss auch, hey, ich habe einfach gerade im Moment eine schlechte Phase oder so. Oder ich weiss ja auch, dass es zum Beispiel Body Dysmorphia gibt, so, dass dein Körper vielleicht eine ganze Woche gleich aussieht, aber du dich nicht jeden Tag gleich siehst irgendwie. Auch noch mit dem ganzen Zyklus. Ja, genau. Und darum so, ich kann es mittlerweile besser einordnen und darum ist der Neid auch weniger oder seltener. Aber das ist etwas, wo ich auch lange nicht können irgendwie gönnen oder weiss auch nicht, ja. Wie jetzt kannst du das wie? Ja. Also. Schön. Ich glaube, es hat mega viel auch mit Reife zu tun. Mit Reife, weil wenn du, je älter du wirst, habe ich das Gefühl, es gibt auch Menschen, die jetzt noch nicht reflektieren, aber ich habe so, ich sage, nein, jetzt wollte ich nicht sagen, normal. Ja, aber was ist schon normal? Was ist abnormal? Nein, aber ich sage jetzt mal, die Mehrheit, wenn die Mehrheit von der Menschheit älter wird, dann fängt man an, sich selber reflektieren und seine Emotionen besser können irgendwie einschätzen. Und als junge Person ist halt das einfach noch schwieriger. Und darum ist, glaube nicht früher. Was habe ich früher für Neid erlebt in der Schule? Und wir haben es nicht gecheckt, dass es Neid ist, wahrscheinlich. Wir haben es gecheckt und dann so ein bisschen Zickenfeit. Ja. So. Ja, mega. Ich glaube, das hat mega viel auch mit dem Alter zu tun. Irgendwie. Ja, und eben das Reflektieren ist so ein bisschen, ich habe mir überlegt, auf was bin ich neidisch gewesen. Und dann hatte ich eine Situation gehabt, wie jetzt zum Beispiel das. Und dann bin ich so gewesen, warum? Wie du vorher gesagt hast, warum bin ich neidisch gewesen darauf? Und dann habe ich gewusst, okay, es ist eigentlich einfach eine Unsicherheit von mir, die ich
nicht haben will. Ja, und wo du schon lange hast. Genau. Wie, Und bei dir war es ja auch so, warum bist du neidisch auf die Lynn? Weil du das Gefühl hast, für dich ist es nicht, oder für dich wäre es vielleicht in ein paar Jahren theoretisch auch möglich, so etwas zu machen. Dann bist du so gewesen, Ach, ich will auch schon. Ja, Oder genau. ich will ja, und aber denke so wie. das Alter, oder? das hilft manchmal auch. Aber du hast gesagt, du bist 33, ich denke mir so, alter Flavia, da bin ich noch 23 gewesen, jetzt bin ich 24. Aber ich so, du musst nicht schon alles jetzt haben. Ja. Letztes Mal, es tut manchmal auch gut, ich tue dich nicht schon als mega alt betiteln, aber mit Älteren Voll. zu reden. Auch, ich bin jetzt am Reisen in Norwegen und habe mit einer 35-Jährigen geredet. Und es hat so gut da, zum ja, ein bisschen à la, hey, du musst nicht schon alles am Anfang verpulvern. Weißt? Absolut. Weil irgendwann kannst du auch nicht mehr alles aufnehmen, wenn alles miteinander kommt. Weil der Podcast ist auch schon ein geiles, grosses Ding gerade. Ja, weißt? mega. Das ist mega cool, ich bin auch ein bisschen neidisch. Nein, ich bin mit einer anderen Kollegin auch im Gespräch, so, sollen wir einen Podcast machen oder nicht. Und so, die haben sie einfach schon, mega cool. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei uns dann wirklich stattfindet, aber ja, ist ja auch etwas, wo ich so finde, hey, so geil. Mega. Cool. Und man kann auch nicht immer alles gerade haben. Also eben, Genau. man will doch immer mehr, Ja. als man gerade kann haben. Und wie du vorher erzählt hast, du hast 21 die Idee gehabt, jetzt haben wir das Jahr 25, wo deine Sendung online gegangen ist. Das heisst, die Idee war 4 Jahre im Brutkasten. Ja. Gewesen. Das ist eine 4. immens lange Zeit, um irgendwie Auf, ab. ja, auf, und ab. dranbleiben und Hoffnung behalten und immer noch jeden Tag denken, mal, das ist eine gute Idee. Und darum, ja, was auch immer mir oder ihr da draussen, die gerade hören, irgendwie findet, boah, ach, ich schaffe das, ich will das irgendwann auch. Ich glaube, manchmal braucht es auch einfach ein bisschen mehr Zeit. Mega. Mhm. Wie geht ihr denn mit Eifersucht so in Freundschaften und familiären Aspekten um? Also meinst du nicht? Habe ich Eifersucht gesagt? Ja. Siehst du? Aber es gibt Spannend. beides, sind Ja, es Familie gibt und Freundschaften, beides. nicht? Aber nicht nimmt mir, glaube ich, mehr Wunder. Also, ich habe das Beispiel gerade mit der Jenny, weil dort, wo sie hat jetzt ein halbes Jahr ein SRF-Praktikum gemacht und ich weiss noch, wo du gesagt hast, du hast ein SRF-Praktikum, bin ich so gewesen, Ich will auch. ja, und dort Du bin hast ich... und ich will auch. Das hast du mir aber nicht gesagt, oder schon? Nein, logisch nicht, weil ich wusste, wir reden mal irgendwann drüber. Jetzt kommt alles aus dem Podcast. Jetzt wird aufgelöst. Nein, dort war es so, gewesen, dort habe ich auch gerade, bin ich seit einem halben Jahr so in den Medien gewesen, ich bin ja bei CH Media. Du bist in dieser Ausbildung schon drin gewesen. Genau. Aber für mich ist dort immer noch SRF so das grosse genau. Und ich war so, gewesen, Mann, und dann eben hat es mich selber angeschissen, ich sagte, Flavia, du, das ist eine gute Kollegin, das ist eine von deinen Liebsten. Das tut dann dir wie so weh und dann bist du für dich selber enttäuscht, so, ey, gönn. Also ich hatte natürlich auch gönnt, nicht nur nicht, aber ich war so kurz gewesen. Aber weißt du warum? Aber weil ich SRF so, Aha. SRF ist in meinem Universum so gross gewesen und in der mittlerweile, weil ich jetzt länger, jetzt schon ein Jahr in den Medien bin, da viele Leute kenne, viel höre, weiss ich, es ist auch nicht immer alles Schein, Gold, was glänzt. Ja. nie. Heisst nicht, dass ich SRF nicht immer noch geil finde, aber Du ich hast habe es können relativieren. ja. Ja. Und ja. 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 Also verstehe ich. Und eben, weil du eine Freundin bist, ist es nochmal mehr so Kopf. Wieso? Ja, das verstehe ich mega. Eben, den Neid, den ich hatte, wegen zum Beispiel Brüste, habe ich auch bei Freundinnen gehabt. Und ich mich also gefragt habe, das komische Gefühl, das ich eigentlich nicht habe zwischen uns. Und ich verstehe das irgendwie, weil... Und eben, wenn es dann, also hast du es dann angesprochen, weil ich glaube, wenn es dann eben ansprichst, ist das komische Gefühl weg. Aber es braucht verdammt viel Mut, um es Nein, ich glaube, das anzusprechen. habe ich nie angesprochen. Ich habe das nie angesprochen, glaube, weil das für mich auch noch verbunden war mit Scham. Also ich habe mich so ein bisschen geschämt. Nicht unbedingt für den Neid. Also doch, wahrscheinlich für das Gefühl, dass ich neidisch auf ihren Körper bin, aber auch darauf, dass ich irgendwie mit meinem nicht happy bin oder so. Also ein bisschen Mischung aus beidem. Ja, und ich irgendwie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, eine Kollegin zu mir hat mal gesagt, so, Jenny, eben, irgendwie im Studium haben wir ja mit unseren Kolleginnen zusammen viel Zeit verbracht, offensichtlich, und ich habe neben dem Studium auch schon immer viel gearbeitet. Also das heisst, ich habe wie so ein bisschen den Job bei SRF zum Beispiel ja auch mit Hilfe von einem Kontakt bekommen. Oder? Also ich habe wie so ein bisschen Unterstützung gehabt im Vergleich zu anderen Bewerberinnen und Bewerbern, die den Job auch hätten wollen. Das kann ich so sagen, und darum eben, da hat man vielleicht von außen das Gefühl, oh, sie kann immer alles über, was sie will, oder es flutscht, wie du so sagst, bei anderen. Und ja, es ist vielleicht dann wie so ein bisschen frustrierend, aber jetzt gerade zum Beispiel stecke ich ja aktuell auch in einer Lage, wo es überhaupt nicht flutscht bei mir. Und dann, ja, ist so ein bisschen,
ich bin nicht erfolgsverwöhnt, aber ich bin schon, also so in dem Sinn hat viel immer bei mir geklappt. Zum Beispiel habe ich das erste Studium, was ich gemacht habe, fertig gemacht. Und ich wollte wie normalisieren, ich kenne ganz viele, wo ihr erstes Studium nicht das ist, was sie fertig machen und vielleicht auch das zweite nicht und noch wechseln und abbrechen. Darum, viele Sachen sind bei mir immer gut gelaufen und ich habe auch viel Glück gehabt. Oder so nach Plan, oder? So nach Plan, genau. So der klassisch. Genau, weil ich einen Plan hatte und weil ich das Glück hatte, auch früh zu wissen, was ich machen will und so ein bisschen so. Und immer das eine hat zum anderen geführt, aber eben, auch bei mir klappt jetzt nicht immer alles. Und natürlich tut es mega weh. Also ich rede jetzt in dem Sinn von meinem Englisch-Test, den ich jetzt zweimal nicht bestanden habe, den ich eigentlich brauche, um meinen Traummaster zu machen, meiner Traumuni. Und irgendwie tut es auch gut, selber zu merken, dass es manchmal halt mehrere Anläufe braucht. Demut. Manchmal braucht es einen Demut-Moment im Leben, um wieder so ein bisschen die Realität zu checken oder so ein bisschen eben mehr in das Humble-Gefühl hineinkommen. Oder auch merken, wie viel Glück man halt die anderen mal gehabt genau. hat. Um es dann auch wieder dankbar anzuschauen. Wie ist das bei dir, wenn du jetzt in der Familie oder Freunden nicht? Das ist so nicht gut. Das habe ich mir jetzt wirklich nicht überlegt. Also, ich hätte jetzt mega wundern, ob ich... wie sind so Situationen? Also, ich glaube, in der Familie, weil wir mega offen sind zusammen, tun wir mega vieles zusammen kommunizieren. Also wir sind schon so aufgewachsen, meine Mutter ist Psychologin, wir haben immer so über alles geredet, über die Gefühle, Emotionen, das war manchmal anstrengend. Aber ja, es ist noch schwierig, Eifersucht. Ich glaube, dann reden wir eher so ein bisschen über die Kindheit. Früher da war man eifersüchtig, dass man irgendwie da mehr bevorzugt worden ist. Ich habe zum Beispiel nie studiert. Ich habe schnell angefangen zu arbeiten, weil wir selbstständig sind, mein eigenes Geld verdienen. Dementsprechend habe ich viel weniger Geld von meinen Eltern bekommen. Ich bin irgendwie mit 16 einfach, zahle ich mein Leben selber und meine Schwester ist irgendwie finanziert worden bis keine Ahnung wann. Wo ich irgendwie auch irgendwann mal so das Gefühl hatte, hey, jetzt irgendwie hätte ich auch mal gerne Support bei etwas. So. Und dann kann man das eigentlich relativ dann gut diskutieren. Aber so jetzt Eifersucht oder nicht, sonst in der Familie, es kommt mir jetzt kein Beispiel in den Sinn. Ich habe jetzt eins, nicht in der engen Familie, aber wo ich weiss, so, dass ein Cousin auf den anderen Cousin eifersüchtig ist, weil er ein schöneres Haus hat. Ist das Eifersucht oder nicht? Nicht, oder? Weil er hat auch ein Haus, aber es ist... Nein, weil... Also sind es nicht Geschwister, die und einer von beiden können haben? Oh, nein. Ja. Es ist einfach darum gegangen, dort war auch ein bisschen Glück, sie haben gerade das Haus können haben, es ist noch mega modern und der andere musste umbauen, eher älter und anscheinend, also ich habe es nicht direkt mitbekommen, aber mir ist es einfach erzählt worden, dass man es wirklich ein bisschen merkt, dass man da nicht gönnt. Ich glaube, das passiert mega viele so Familiengeschichten und dann auch, wenn es ums Erbe und so geht. Erbe, Das ist ja auch etwas, was man irgendwie muss diskutieren muss. Ich habe als Beispiel, meine Eltern haben ein Haus bauen, also ich war 14, sind wir dort reingezogen und jetzt haben wir wie 2 Wohnungen daraus gemacht, dass die eine Schwester mit der Familie reinziehen kann. Und sie kann jetzt mega günstig in einer mega schönen Wohnung leben in Dalenwil mit ganz viel Grün rundherum und so. Und dann haben wir das auch, wir müssen einfach in der Familie diskutieren. Stimmt das für alle so? Wie wenn wir das auch vertraglich noch festheben, hat irgendetwas ein Problem damit und so. Ich glaube auch da wieder ist Kommunikation einfach mega, mega wichtig. Mega. Dass man darüber eben redet und kommuniziert. Ist bei uns die auch so gewesen. Meine Schwester ist 7 Jahre älter und sie hat auch schon 2 Kinder, sie haben ein Haus und wir haben wie noch unser Elternhaus und wir haben meine Eltern mit mir auch müssen kommunizieren, weil sie auch ein bisschen unterstützt worden ist. Nur so, hey, ist das okay? Weißt, auch, und meine Schwester auch so, es ist im Fall okay, wenn du das Elternhaus dann darfst haben. Aber Flavia, wenn du es dann einfach so würdest verkaufen, dann müsstest du schon mit mir, also weißt, weil dort halt von mir, also emotionale Wert dran ist. Ja, und ich finde schon mal gut, das ist noch gar nicht im Plan, aber dass wir schon mal so darüber geredet haben, weil das ist doch das Schlimmste, wenn unter Geschwistern das einfach nicht nicht liegen und nachher irgendwie so eine komisch verleugnete Geschichte gibt. Irgendwie auch noch mit den Frauen oder Männern. Ja, aber genau. Reinreden und so. Oh Gott, ey, nein. Also weißt, irgendwie verstehe ich es, weil jeder muss irgendwie auch ein bisschen selber für sich schauen, wo er bleibt. Also trotz, dass man verwandt ist und so. Aber in dem Fall ist es wahrscheinlich wirklich der Best Case, dass man wie zusammen redet, bevor die Emotionen reinkommen. Also das heisst, ich meine, jetzt im Fall von einem Todesfall, dann wird es ja wie ernst. Dann ist jeder so, ich muss schauen, was für mich rausspringt. Und wenn man so Sachen wie im Vorhinein klärt, sind ja die Emotionen noch gar noch nicht, dann ist es viel besser, ja. Aber Stimmt. Ja, mir kommt auch noch etwas in den Sinn, wo ich so ein bisschen neidisch war auf dich.
Oh, da bin ich gespannt. Aber das habe ich dir schon mal erzählt. Mhm. Aber ich weiss, dass du es nicht mehr weißt. Vielleicht bist du dann so, ja, stimmt. Auf jeden Fall haben wir es, glaube ich, mal so davon gehabt. Wir haben auch schon im Podcast darüber geredet, dass du schon viel reisen bist. Allein, mit Freundinnen, mit deinen Ex-Freunden. Also mit Reisen meine ich jetzt nicht so klassische Ferien, sondern wirklich so Asien-Reisen, mehrere Wochen lang und so. Und ich habe das noch nie gemacht. Hat sich irgendwie nie ergeben. Also ich habe es nie genug fest wollen, eben immer mehr am Arbeiten und so. Und dann hast du mir so zu mir mal so gesagt, ja, aber Jenny, warum machst du es nicht einfach auch mal? Also so, es liegt ja an dir. Und dann bin ich so gewesen, ja, ich weiss, dass du recht hast, aber irgendwie bin ich so, ich habe dann länger darüber nachstudiert, warum antworte ich nicht so einfach auf «Ja, stimmt, ich gehe jetzt», sondern die Antwort war für mich so, ich bin ein bisschen neidisch auf dich, dass du so die Spontanität und den Mut hast, um es einfach zu machen. Irgendwie habe ich mich wie so ein bisschen blockiert gefühlt, so irgendwie wegen allem, was ich mache und die Hause und der Hund, fühle ich mich so verantwortlich, dass es eigentlich auch an mir würde liegen, das einfach loszulassen oder mich zu organisieren, dass ich das machen kann, dieser Lust endlich mal nachgehen, reisen. Weil die ist, glaube ich, offensichtlich da. Ja. Also so viel, wie Ja, wir darüber geredet haben. Ja, aber gell? Gut, Lynn sagt es jetzt auch nochmal. Ja, vielleicht weiss ich doch, was ich mache in den nächsten Monaten. Nein. Ich habe es dir letztes Mal schon gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt. Ja, ich weiss. Du bist mein grösster Supporter, ich weiss es. Und eben darum sage ich, vielleicht ich bin einfach so neidisch gewesen auf, dass du irgendwie die Möglichkeit hast, oder in meinen Augen. Vom Entscheiden, ich glaube, wegen Ja. dass ich schneller, nicht zu lange überlege und vielleicht schneller entscheide. Genau, und ich weiss schon, dass es für mich nicht unmöglich ist, das zu lernen, schneller fixe Entscheidungen zu machen, aber ich weiss, dass ich schlechter bin in dem und ich bin gerade dort so, wo du mich so gefragt hast, ja Jenny, mach einfach, bin ich so gewesen, nein, ich kann nicht, so wie du. Ich habe aber auch so eine Kollegin und sie hat mir gesagt, Flavia, du mir jetzt alle 2 Wochen sagen, dass ich jetzt das soll machen, oder einmal nicht, also nicht, dass ich so zwinge, aber ich dass so... du sie remindest. Ja, und weißt, dann hat sie auch, ja, ich glaube, das wirst du nicht können, einfach so ja, ich lernen. Charaktereigenschaft irgendwie, oder? Ja, Von dir wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber eben. Aber gut zum Wissen, dann Überlegst eher zweimal und wenn du es dann machst, dann ist es dann aber ganz klar. Und bei dir ist vielleicht eher, ich bin glaube auch eher ein bisschen so, ich mache dann und dann kann es in die Hose gehen und dann ist es wild und laut und du bist wahrscheinlich eher überlegt und dann ist es clean und klar. Also ich weiß es nicht. Oder einfach bis jetzt hat es noch nicht so einen Moment gegeben. Ich habe das Gefühl, wenn du das einmal machst und checkst, es ist ja eigentlich gut gelaufen oder auch wenn nicht alles gut gelaufen ist, ist es trotzdem etwas zum Lernen. Oder dann Neues. ist es vielleicht beim nächsten Mal noch mal leichter. Weil beim ersten Mal reisen bin ich auch so ein bisschen, oder und seitdem bin ich so... Ja, ja, voll. Aber ich schreibe mir schon in die Agenda. Hast du auch noch so eine Analogie? Nicht mehr. Hast du den Fall? Ja. Immer noch. Ich liebe das. Also Weil dann, wenn dich Leute fragen, kannst du dann muss ich wie meistens sagen, hey, ich muss noch in die Agenda schauen. Und dann kannst du dir eben 2-mal überlegen. Das ist das wirklich. Kann ich wirklich? Ja, stimmt. Weil sonst, ich habe früher viel zu viel zu allem Ja gesagt. Das und so bin ich, das tust bin eben. Das So bin tust, ich. voilà, wir haben die Lösung. So Ich tust brauche viel eine mehr Papieragenda. überlegen. Jetzt in Bezug auf dem. Weniger überlegen solltest du bei so Reisegeschichten. Dann tue ich mir in die Agenda schreiben, alle 2 Wochen Jenny reminden, dass sie jetzt... Ja. Ich finde ja, man muss Leute manchmal zum Glück zwingen. Das ist so. Ja. Absolut, 100%. Meine Großmutter, das beste Beispiel, da hatte ich in der Familie auch ein bisschen Kritz gehabt. Die ist Witwe seit 3 Jahren. Kommt eigentlich fast nicht mehr aus dem Haus raus. Und alle sagen, ja, sie soll laufen und dies, das. Und nachher bin ich halt so, ja, geht doch einfach mal zu ihr an und sag, jetzt gehen wir. Weil was passiert, also frische Luft tut gut, vielleicht jetzt ja Anschiss, aber Soziale ja. Kontakte. Und dann ich dort an. Und ich so, sag Grössi, gehen wir laufen. Und ich schon Plan B überlegt, wenn sie jetzt Nein sagt, dass ich irgendwie sage, nein, komm, das Stück. Und sie so, ja. Und nachher hat sie ihre Stöcke geholt, dann sind wir 20 Minuten gelaufen. Und ich habe gesagt, Haben Sie gesehen? aber ich glaube eben, es ist, weil ich die Enkelin bin und ein bisschen weiter entfernt als ihre Kinder, weißt Der triggert dann noch mehr Sachen. Genau. Aber dort ist wie das Beispiel, man muss manchmal ein bisschen... Ich muss auch zwingen. Also, Zu was muss man dich zwingen? zum Beispiel beim Reisen jetzt in der Lofoten zum wandern gehen, das hat mich angeschissen. Und dann haben mir Freunde gesagt, komm mit uns wandern. Und dann bin ich zuerst so gewesen, und ich so, doch. Oder auch früher mein Vater zum Langläufeln. Ich habe eigentlich so keine... Wirklich? Ja. Dabei ist das ja voll euer Hobby. Ja, jetzt geworden, ja. Aber auch dort brauche ich manchmal immer noch so jemanden, der mich mitnimmt. Aber ich liebe es eben, Also, Leute zu ihrem Glück zu zwingen. Wenn es gut rauskommt. Weil ich denke so, schau, Wenn's gut- aber eigentlich kommt es eben meistens gut. Weil, also, du machst es ja bei Leuten, bei denen du dir wie sicher bist, mal ich
habe so das Gefühl, dass dir das schon noch gefallen könnte. Und dann, wenn es gut kommt, ist es gut. Bist du eher ein Typ, der gezwungen werden muss, oder bist du die zwingt? Oder eher jemand, so ein bisschen sagt, komm? Ich bin, glaube ich, also nicht glaube, ich bin ganz klar die zwingt. Und, ja. Aber manchmal fast ein bisschen zu fest. Und wie tönt Dann das wie so? Zu gut die Mensch. Beziehungen, dann wie die Leute die mitnehmen und komm und mach doch jetzt. Und das hat ja auch etwas damit zu tun, dass die andere Person vielleicht auch ein bisschen verändern will. Weil du wie etwas siehst Ja, in ihnen, ja. was sie aber wie noch nicht sehen. So ein Dann bisschen. bist du so, komm, jetzt mach und warum machst du das nicht? Und so. Ja. Ich bin manchmal vielleicht fast ein bisschen zu fest So ein bisschen Glückszwingerin. So ein bisschen Aber so bist pushy, du ja. eigentlich auch manchmal. Du bist auch recht pushy. Weißt du, dass du bist so... Ja, du, manchmal verstehe ich es dann eben auch nicht. Und nachher, Was? Dich? nein, die andere Person. Warum und sie das dann nicht will? meine Schwester hat mir auch schon müssen sagen, Flavia, weil sie kennt die einen Leute in meinem Umfeld halt gleich gut wie ich. Sie ist ein anderer Typ. Lass ihn in Ruhe quasi. Und ich so, ja, aber Kopf. Ja. Aber eigentlich... Also ihr beide, ich habe das Gefühl, ihr wisst ganz genau, was ihr wollt. Und auch, was ihr von anderen wollt. Aber du ja auch. Aber du weißt ja jetzt zum Beispiel, du willst das Reisezeug. Das Ja, also schau, eigentlich habe ich ja mir mal gesagt, so, als ich letztes Jahr ein bisschen lost war, habe ich lieb's. gesagt, weißt du das noch? Nein, einfach allgemein liebe ich so. Will ich immer rausholen? Also, nochmal Fakten auf den Tisch. Ich habe mir aufgeschrieben, aber nein, es ist noch nicht so weit. Nein, ich habe ja gesagt, in der nächsten, weißt du, letztes Jahr ist es mir schlechter gegangen als jetzt, obwohl ich nicht irgendwie so zweimal den Bummer jetzt schon hinter mir hatte von dem blöden Test. Auf jeden Fall bin ich letztes Jahr so gewesen, was mache ich jetzt? Studium fertig, gefühlt mein ganzes Leben noch vor mir, Möglichkeiten unendlich, aber weißt du, was will ich eigentlich? Ich weiss eigentlich nur so ein bisschen, was ich nicht will, aber nicht, was ich will. Und dann habe ich gefunden, weißt du was? Ich gebe mir jetzt einfach 5 Jahre und es ist egal, was in welcher Reihenfolge passiert oder ob alles im letzten Jahr passiert oder alles nächstes Jahr. Ich will auch in den nächsten 5 Jahren will ich ein Zeitchen im Ausland verbringen, ich will ausziehen und ich will ein bisschen reisen. Und jetzt zum Beispiel erinnere ich mich gerade daran, dass ich mir das eigentlich gesagt habe, um mir eben den Stress zu nehmen. Weil jetzt ist erst 1 Jahr vorbei. Und was hast du schon gemacht von dem, wo ausgezogen? Nein, ich Im Ausland gelebt, habe im oder? Ausland gelebt. Genau. Und das heisst, wenn es jetzt so weitergeht, dann habe ich in 3 Jahren schon alles gemacht. Also weißt du, dass ich eine Sache pro Jahr... Oh mein Gott, das ist gerade so schlimm, wenn ich mir selber zulasse, weil ich gehe so analytisch oder so. Nein, aber das ist doch super. Also aber schau doch, was alles schon gemacht. Aber ja, voll, weißt du, so, wenn ich nächstes Jahr ausziehe und dann übernächstes Jahr reisen oder vielleicht umgekehrt, dann habe ich ja schon wie so immer noch 2 Jahre Spatzig, wo ich immer noch wieder viele Sachen machen kann. Also ich habe mir wie selber ein bisschen den Stress nehmen von alles jetzt wollen. Letztes Jahr. Und jetzt gerade erinnere ich mich wieder dran. Ja, es ist lustig, dass das jetzt gerade während der Folge passiert ist. Das ist aber gut, Aber auch schön. wenn es jetzt Das nochmal macht los es eben ist. aus, vor allem wenn man dann miteinander analysiert und darüber redet. Ja. Ist auch da wieder das Reden so wichtig darüber, weil dann hast du ja mega viel auch Aha-Moment irgendwie. Das ist also ist schon sehr cool, wenn es Mami-Psychologin ist, nicht? Das ist zum einen cool, weil wir wirklich auch immer über alles geredet haben und das bringt mir jetzt so viel als Moderatorin. Was ich habe bringt dir wirklich das? ein gutes Menschenkenntnis, aber es ist, bin einfach auch vielleicht ein bisschen ich. Aber auch ich stelle Fragen, ich stelle kritische Fragen, ich reflektiere, ich analysiere, weil ich so aufgewachsen bin. Es gibt wie so keine Tabus. Und du Und bist irgendwie bin ich auch gespürig und weiss ein bisschen, ist das okay oder ist es zu viel oder nicht und so. Ich glaube, das ist mir so ein bisschen mitgegeben worden. Aber es war früher auch mega anstrengend. Wir hatten jeden Sonntag einen Familienrat gehabt. Was? Jeder musste eine Liste mitbringen. Wie geht's dir irgendwie? Was hast du die Woche gut gemacht, was nicht und so. Und dann haben wir vielleicht mit 10 draufgeschrieben, ja, meine Schwester hat mich genervt, sie ist ein Arsch. Ja, also, Ich bin neidisch. ich bin neidisch, sie hat meine Kleider geklaut und bla bla bla. Irgendwie ein bisschen so. Würdest du das übernehmen? So ein Familienrat? Also vielleicht in der Ja, Beziehung, ein Beziehungsrat? Beziehungsrat fix. Familienrat auch, aber vielleicht jetzt nicht so gerade mit Zetteln, jeder macht sich die Gedanken, aber vielleicht schon so, Sonntagabend hockt man meistens mit der Familie zusammen und redet so ein bisschen und erzählt einfach, wie es einem geht, was einem gerade so ein bisschen beschäftigt. Das finde ich schon mega schön, das haben wir eigentlich bis jetzt beibehalten und ich glaube, darum ist auch unsere Beziehung so stark. Weil wir wirklich einfach sehr viel über alles reden können. Einen ehrlichen und regelmäßigen Austausch pflegen. Absolut. Ja. Mega Das ist zum schön. Beispiel jetzt auch etwas, was ich dann mega fest von meinen Leuten rundherum erwarte. Aber ich muss immer wieder so checken, es sind nicht alle so aufgewachsen. Das ist Das für ist mich aber ein mega spannend. Privileg, dass ich so aufwachsen durfte. Mhm. Und ich erwarte dann viel von Beziehungsmenschen jeglicher Form,
dass die dann auch so sind und dass sie dann auch gerade über das reden und analysieren. Darum, das ist ja dann auch wieder so ein bisschen zum Glück zwingen, weil ich finde, es geht dir nachher besser. Red doch jetzt drüber. Komm, wir reden drüber. Ich nehme die mit und dann ist wie so, nein, ich brauche jetzt Zeit. Also checkst du es selber oder wird er meistens dann gegenüber so, hey Lin, im Fall... Ich mag vielleicht gerade nicht reden. Oder ich bin nicht gleich wie du. Oder Das muss man, glaube ich, schon das Gegenüber dann einmal sagen. muss das sagen? Ja. Ich habe schon so eine Situation mit meiner besten Freundin gehabt, wo sie gefunden hat, ich brauche jetzt Zeit. Ich Mhm. habe gefunden, aber für was? Also, wir können es ja jetzt wie klären, wir können ja darüber reden. Und sie so, nein, ich brauche jetzt Zeit. Oh mein Gott, das bist so du! Wirklich, du bist genau gleich. Die Flavia ist so der ungeduldigste Mensch, den ich kenne. Oh Aber Gott, wirklich. ich habe das Gefühl, ja, Ja. ich kenne es. Wirklich. Aber es ist eben so lustig zum Zuschauen, weil zum Beispiel haben wir letztens irgendwie darüber geredet, es ist darum gegangen, wenn sie an einer Person etwas Gewisses sagt. Ja, wir haben eigentlich... Und mich hat gesagt, warte doch noch 2 Wochen. Also ich habe eigentlich mit dieser Person abgemacht, so 3 Wochen mal nichts. Genau. Kein Kontakt. Ja. Ja. Und ich glaube, es ist nicht 24 Stunden gegangen und ich has 2 Tage. Ja, aber ich habe es Ja. gewusst. Ich habe es gewusst. Ja, aber ich kenne mich einfach auch. Ich bin am Abend im Bett gelegen und ich bin so, wie so da ist ein Flavia auf der rechten Schulter und auf der linken. Die eine sagt, ach komm, einfach anrufen und darüber reden. Und dann, nein, wir haben eigentlich gesagt, keinen Kontakt. Und ich habe dann schon gewusst, Flavia, du kennst dich selber, du rufst in 5 Minuten an. Und dann habe ich es auch gemacht und es ist mir besser gegangen. Aber eigentlich finde ich das ein weiss, guter aber man tut dann ja gleich die andere Person aber nicht respektieren. Ich bin genau gleich. Ich bin dann auch so, ich muss jetzt anrufen. Und Regeln, Das ist egoistisch. Und ich bin 10 Minuten vorher so, nein, das sind die Regeln. Lin, das ist die Regel und fertig. Und dann gehe ich ins Bett und bin stolz auf mich und bin so, super. 5 Minuten später. Hoi, hey, schau, ich habe gefunden, komm, wir reden doch schnell drüber. Ich kenne es. Es Ja. ist wirklich... Ich habe da 2 Ja. Flavias, 2 Lin. Ja, es ist wirklich... Ja. Aber kannst Ja. du das Ja, kannst du uns einen Tipp geben, bitte? Aber weißt du, so, Aber ich weiss weil nicht, warum nachher ich- schwirrt es die ganze Zeit in meinem Kopf und das saugt mir Energie. Und ich weiss, es es ist ja immer präsent da. Ja. Es ist immer da. Und bei den anderen vielleicht nicht. Ja. Und das nervt dich dann auch. Ja. Also, Ja, ja. Ich frage mich gerade, was ich mache, wenn mich etwas sehr beschäftigt. Ich glaube, ich rede viel mit anderen. eben, wir ja auch. Ja. Schon mit Aber anderen. ich glaube, ja. ich glaube, ihr seid eher konfrontativ. Nicht, Ja, dass das stimmt. ich, also wenn jetzt ich zum Beispiel ein Problem mit einer Person hätte, dann gehe ich nicht zuerst zu 7 anderen und dann zu Mhm. dieser Person, dann gehe ich auch zu dieser Person. Aber wenn es etwas ist, was ich irgendwie mit mir muss ausmachen muss, dann, wenn jetzt du etwas mit dir musst ausmachen, habe ich das Gefühl, hallerst du nicht lang, du wirst mal aktiv. Und ich bin dann so, Schieb's ein bisschen. Du kannst ich frage mal vielleicht die das- Person nach Input, ich frage mal die Person nach Input, ich frage mal die Person nach Input und dann mische ich mir so meine eigene Meinung aus allem. Ja, wie du auch deinen Lebensplan so ein bisschen, anstatt so, jetzt kann ich reisen. Ja, du bist einfach du bist wirklich ein Kopfmensch. Ja, aber ich finde das eben nicht immer gut. Ja, Also, weisst, auch unseres ist ja nicht immer gut. Eben. Also manchmal wünschte ich mir auch, ich wäre mein Kopf. Ich bin sehr Bauch. Und das ist in vielen Situationen auch schön und Mhm. gut, aber es ist auch in vielen Situationen nervig. ja, Es ist in Andere schönen Personen Situationen. und für mich. Schön ist es, dass man, wenn es gut rauskommt oder wenn es schön ist, dann fühlt man einfach Genau. 200%. Und das ist Genau. einfach geil, aber es kann dann genau das Gegenteil auch passieren. Halt. ja. Mir sagen dann gleich viele Leute so, es ist so schön irgendwie mit dir, ich kenne das gar nicht, dass man dann einfach so darüber reden kann. Das gibt mir dann schon mal auch wieder das Gefühl, eben doch, ist eben Ja, doch noch eine gute, eben. ist eben doch noch eine gute Lösung, um Ja. einfach halt darüber reden. Ja, nein, Aber, Team ja. reden. Mhm. Aber es gibt nicht, also ja, es gibt auch die dann so finden, nein, ich habe jetzt die Zeit gebraucht und jetzt bin ich ready. Und ich finde so, bin ich da lange nicht mehr, also ja. Ja, da habe ich mir schon lange Ja, genau. vergessen. genau. Ich Ja. weiß gar nicht, was sagen, das ist schon so weit hinten, oder? Ja, Ja. mega. Aber wenn wir jetzt noch zum Thema nicht nochmal, hast du auch schon, aber, also ja, von mir hast du jetzt gemerkt, dass ich neidisch war, weil ich es gesagt habe. Aber wie merkst du, aber ich nehme an, auf dich sind viele neidisch. Warum meinst Ja, weil du in der Öffentlichkeit bist. Es kommt viel mit über dein Leben. Du hast Erfolg, der sichtbar ist. Genau, das Sichtbare. Mhm. Du bist nicht im stillen Kämmerlein. Darum habe ich angenommen, dass sicher, vielleicht, dass du so Situationen kennst, wo dir nicht explizit kommuniziert wird, sondern wo es so ist, so, Mhm. Du hast das Gefühl, jemand ist eifersüchtig oder neidisch Ja. auf dich. Ja. Nein, ich habe jetzt extra nachgefragt, Mhm. mich jetzt wundern, was ihr sagt. Aber ich habe das natürlich auch schon gespürt. So, dass sorry, das sind diese zwei Kinder. So, siehst du, wer hat die? so gut. Ich habe früher habe ich ja noch gemodelt. Das ist welches Alter? Von 18 bis irgendwie 25, Oh, 20. Model ist sicher auch, die So. Branche ist auch auf nie. Ja. Ja, die war auch irgendwie schwierig gewesen in gewissen Situationen, weil ich wie dort von meinen Freundinnen zum Teil so ein bisschen gemerkt habe,
ist ein bisschen Eifersucht aber gleichzeitig auch ein Gönnen. Also Freundinnen im Model-Business, oder? Nein, einfach auch sonst Freundinnen. Okay, ja. Ich weiss gar nicht, ob das so ist, aber ich habe es wie zum Teil ein bisschen gespürt und dann aber wieder, ich mag es ihr gönnen. Aber und wie so dann? Ein Mix. So Kommentar oder nicht so nachfragen? Ja, da kann es jetzt eher vielleicht nebst dem Modeln. Also jetzt einmal eine Situation gegeben mit einer Freundin irgendwie, wo ich habe sie so ein bisschen in die Modelwelt reingenommen sozusagen. Und nachher ist sie dann an ein Shooting gegangen, wo ich aber abgesagt habe. Aber eigentlich hatten wir dort einen Konflikt gehabt. Eigentlich hatten wir abgemacht zum Reden. Und dann hat es dort so ein bisschen angefangen, so ein bisschen an Zickenfight zu geben. Jetzt geht es mit dem Fotograf, der eigentlich meiner gewesen wäre. Und irgendwie so... Wieso macht sie das? Ja, aber das ist ja eigentlich eher in dem Fall nicht von mir, sondern eher im Sinne von, ich habe dich reingeholt in die Welt und ich hole dich gerne in die Welt. Aber irgendwie war es von ihr wie so gewesen, jetzt schnappe ich mir und gehe. Und mache meine Sachen und gehe über Leichen, blöd gesagt. So ein bisschen. Das Gefühl war es. Oder einmal auch mit einer anderen Modelkollegin, die habe ich dann mega in meine Welt reingenommen. Ich nehme gerne Leute in meine Welt mit. Und bin auf Barcelona modeln und hatte dort eine Agentur gehabt, und sie hat sie dann mitgenommen. Und dann haben wir zusammen ein Zimmer geteilt und so. Und dann irgendwann hat sie wie so gefunden, hey, ich muss gehen, ich brauche wieder meinen Space und so. Und ich habe das mal mit Freundinnen analysiert und wir hatten dann wie so das Gefühl gehabt, sie ist vielleicht ein bisschen der Grund, weil das meint man jetzt bei mir, oder meinen das vielleicht viel von außen eben so immer mega positiv und shiny und so ein bisschen der Sonnenmensch und immer gut drauf. Und sie ist eher anders. Und ich habe wie so das Gefühl gehabt, das habe ich mega triggert bei ihr. Dass ich wie so leicht mit dieser Situation umgehen. Ich war am Morgen in Barcelona, mir ist es gut gegangen, happy. Dann habe ich halt mal einen Job vielleicht nicht bekommen, aber gleich ist es mir gut gegangen und sie hat mich gestruggelt. Und ich glaube, das ist wie so ein bisschen das Problem gewesen. Darum, ich glaube, bei mir ist es häufig dann der Mix von eben Erfolgserlebnis, was ja auch nicht immer so ist, aber meine Karriere, ja, ist öffentlich sichtbar und ja, es ist eine Karriere, wo ich auch mega stolz bin drauf und ich verstehe, dass man da neidisch sein drauf irgendwie. Plus nachher noch, dass ich irgendwo auch so eine Leichtigkeit habe, die ich auch nicht immer habe, aber gleich so vielleicht auch mehrheitlich und irgendwie gegen aussen zeigen. Und ich glaube, diese Kombi kann sicher triggern. Das kann sicher triggern. Ja, also eben so Situationen von früher beim Modeln, dann auch Social Media technisch irgendwie von Freundinnen, die ich gehört habe von Luzern, wo ich von einer anderen Freundin gehört habe, die so ein bisschen gelästert haben und bla bla. Und jetzt zeigt sie alles, finde so Sachen, wo ich dann wie so denke, warum muss jeder schon mal gehört, wo das habe ich am Beachgrümpi in der Bar gearbeitet und dann Dude hat gesagt, weil ich falsch Geld umgegeben. Und dann hat er so gesagt, also ein bisschen mit einem Augenzwinkern, mit Humor, so, ja, aber Influencer können auch nicht alles. Ja. Ich so, ja, weißt du was. Und ich finde, man darf sie auch doof finden, auf eine Art. Aber gleich, jetzt bei denen habe ich wie auch so gedacht, eigentlich fändest du das, glaube ich, auch noch cool. Und dann, ja, oder sag es doch mir, wenn irgendetwas ist, sag es doch einfach mir. Ich habe das mega nicht gerne, so das hinten. Aber hast du das schon mal so angesprochen? Also hast du dann so gesagt, so... Ich habe gar nicht viel mit denen zu tun. Ich weiß, wer das sie sind. Ja. Ich weiss, wer das sie sind. Ja. Und eigentlich eben nicht, also zum Beispiel gerade draussen vorher auf dem Gang haben wir kurz auch vorher mit jemandem darüber geredet und sie hat gesagt, ja, mein Mann sagt immer, sie sind doch nur neidisch auf dich. Und wenn Leute auf einem neidisch sind, dann ist es vielleicht auch irgendwie so ein bisschen nicht gut gemeint. Also, Kompliment. Ja, so ein bisschen Kompliment, es ist wie so ein Schulterklopfen, Ja. auch wenn sie es nicht wollen. Es ist ja wie offensichtlich, Ja, dass du irgendetwas richtig gemacht, Ja. was begehrenswert ist oder was cool ist oder wo nicht alle schaffen und können. Darum kann man sich vielleicht auch ein bisschen daraus einen positiven Dreh machen. So, es kann mir egal sein, wenn andere mir das nicht mehr gönnen. Ich weiss eben, was ich gemacht habe dafür. Und, ja. Und vor allem habe ich meine Leute rundherum, die eben... Wo mich mega supporten. Ja. Also ich habe auch Freundinnen, die mich von Anfang an einfach nur supporten. Meine Familie, ich habe 3 Schwestern. Wir sind alles Mädchen, Frauen. Und ich habe früher, ich weiss noch, wir haben das Kind immer Miss Schweiz-Wahlen gemacht und so. Und sie haben mich auch immer gewinnen. Ich habe das immer super gefunden. Und Miss Schweiz 2009 oder 2002. Grütte! Bist du die Jüngste? Die zweite Jüngste. Ah, okay. Bis jetzt hat es eine Szene gegeben. Und es ist so lustig, weil wir sind 4 Frauen. Und ich habe nicht einmal in meiner ganzen Karriere Eifersucht verspürt. Nicht einmal. Dort ist es wirklich einfach ein Gönnen. Aber wir sind alle auch so verschieden. Darum nicht. Sie haben das gar nicht wollen.
Sie wollen das gar nicht leben. Darum Das ist ist super, das ist die perfekte Ausgangslage. Ich kann am meisten gönnen, natürlich. Zum Beispiel Kollegin, die PH macht, ich würde die nie machen, ich will nie Lehrerin sein. Ich gönne ihr richtig ihren Beruf, weil ich das 0,0 Ja, aber das ist ja nicht schwierig, dann gönnen. Eben, dann ist es nicht schwierig. Kunst ist es zu gönnen. wenn du es auch willst. Ja. Und nicht kannst haben. Und nicht kannst haben. Ja, wie gönnt man, wenn man es auch haben und nicht kann haben? Absolut. Ich finde das schon noch. Also, weil das kann, ist mega, das zeigt eine mega persönliche Größe. Total. Das kommt auch vielleicht eben mit der Erfahrung. Und was ich mega wichtig finde, noch zu dem Aspekt Eifersucht, eben weil ich so, das, wenn dann spüre, vor allem mit der Kombi von Erfolg, ich bin selbstständig, plus noch relativ positiv, dass man dann, wenn das einem dann wie Menschen sagen, hey, manchmal triggert mich deine immer gut gelaunte Art und so. Dann ist es mega okay und dann kann man darüber reden und so. Aber ja, nicht sich selber dann kleiner machen. Und wieso finde ich, also ich nehme mich jetzt ein bisschen zurück. Wegen der anderen. Es ist ja eigentlich ein Spiegel für die Person, die das Gefühl nicht hat. Ja. Es heisst ja, also wenn ich das verspüre, was ist denn mein Problem? Weil das Problem ist ja nicht die andere Person, die immer so leicht aufgestellt ist. Und so. Ich habe das auch schon, mir ist auch schon gesagt worden, so, nicht, dass man neidisch ist auf mich, weil ich immer aufgestellt bin, aber so, Leute haben mir schon gesagt, oder hinter meinem Rücken gesagt, so, sie kann doch gar nicht immer so gut gelaunt sein. So, es muss doch aufgesetzt sein oder manchmal aufgesetzt sein, weil sie kann ja gar nicht so immer so Und dann habe ich so gedacht, also, mal? Ja. In dem Fall siehst du mich einfach nicht als wie ich bin. Ja. Du siehst mich nicht, weil so bin ich. Und wenn du das nicht siehst, dann können wir zum Beispiel auch nicht befreundet sein. Oder dann funkt es halt einfach nicht zwischen uns. Nein. Und das ist dann sowieso ein bisschen nicht in dem Sinne das Problem bei mir oder bei dieser Person, sondern dann ist einfach wir zusammen, das geht dann einfach nicht. Und das habe ich auch erlebt, Freundschaften auseinander sind. Aber also muss wirklich sagen, jetzt mein Freundeskreis und auch so Family und so, es ist wirklich so ein pures Gönnen. Ja, und wenn es dann mal irgendetwas ist von mega cool, hey, das ist ja irgendwie wow, das würde ich jetzt auch gerne machen, dann reden wir ein bisschen drüber. Ich spüre jetzt im Moment, also bei meinem Freundeskreis jetzt wirklich kein Neid, bösartiger Neid, wenn dann nur positiver Neid. Und positive Neid weil ich auch ist... aussortiert habe in meinem Leben. Ja. Positive Neid ist in dem Sinn, eben, wenn es nicht überhand nimmt. Ja, ich glaube, positive Neid ist, wenn das die andere Person fühlt und dir kann sagen. Ja. Oder eben wie Inspiration. Es klingt so, ich probiere Neid in Inspiration umzuwandeln, aber es ist halt schon ein bisschen so. Weil, aber wie machst du das denn? Dass ich sage, das ist jetzt... Also... Machst du das, indem du weißt, aha, ich bin neidisch, aha, das heisst, ich will das auch. Okay, wie komme ich da hin? So. Einmal, ein Beispiel ist noch, dass ich zum Beispiel neidisch war auf den Flavio Leu. Der ist so kein Komiker auf Insta so und so. Dude. Ja, und ich habe immer gedacht, bevor ich eben auch auf Insta einfach in die Kamera gelabert habe, was ich will, bin ich so gewesen, Alter, der redet einfach random in die Kamera. Und nachher habe ich das seit dem Herbst dank dir im Fall angefangen, weil sie hat mir im Podcast mal auf den Bucketlist gesetzt, dass ich eine Ferienstory erzählen muss. Und das ist das erste Mal, dass ich das Handy angetan habe und in die Kamera geredet habe. Das ist, danke dir vielmals. Wirklich. Ich habe sie zum Glück gezwungen. Und darum war das meine Inspo gewesen. Und jetzt ist das wie weg. Also du bist neidisch auf seine Leichtigkeit, das zu machen? Dass er das einfach macht. Und ich habe gewusst, Flavia, du hast ein Handy, du kannst auf Play veröffentlichen. Es ist so einfach. Und in dem Sinne, dort habe ich einfach das, schnelle Inspiration umgegangen und schnell gemacht. Aber sonst, bei dir, Lynn, bei dem habe ich eben das relativiert, eingeordnet und gedacht, so ein bisschen, bist noch jung und hast Zeit. Und sie ist einfach da im Studio. Wir reden darüber. Ja. Das ist so geil immer noch. Und hättest du die Nachricht geschrieben, hätte das jetzt alles cool. entstanden. Ich finde es so cool und ich finde es so wichtig, dass man eben darüber redet. Ja. Dass man auch da wieder Kommunikation, konfrontativ darüber redet und seine Gefühle teilt. Weil wir haben schöne Emotionen, wir haben schlechte Emotionen und wenn man die miteinander teilt, das denke ich jetzt auch mit der ganzen Weltsituation, mit dem ganzen Weltgeschehen. Wenn man miteinander reden kann, ist einfach alles viel einfacher. Viel besser und Konflikt. Und mehr Verständnis. Und Wut, und das kann man viel mehr verarbeiten. Und mehr Verständnis und alles. Ja. Kommunikation. Darum sind ja alle im richtigen Job. Also.
Ja, ich glaube, im Fall, das ist ein gutes Schlusswort. Das ist auch sowas von Punktlandung. Lynn hat gesagt, ich habe bis um 7 Uhr, es ist 18:59. Ja, wirklich. Oh mein Gott. Das sind jetzt aber auch wirklich mega gute Schlussworte gewesen, finde Ja. ich, von der Lynn. Sorry, ich bin da mega weit weggekommen. Ja, gibt es sonst noch irgendetwas, das auf der Leber liegt oder so? Nein, ich möchte einfach nochmal danke vielmals sagen. Es ist einfach, es ist nicht einfach. Wir reden einfach so und das gibt so ein gutes Gefühl. Und es ist nur in Anführungszeichen reden. Und ich finde es mega schön, dass du Zeit genommen hast. Ja. Hey, ich danke euch mega, auch für die Einladung und eben auch dafür, dass ich ein bisschen reflektieren konnte, so, wie es für mich ist. Und eben nochmal, so wichtig, so Themen zu spreaden. Mhm. Und Ja, wir sind alles nur Menschen. Fühlt den Neid, fühlt die Emotion, kommuniziert es und dann macht etwas daraus irgendwie. Ja, oder wenn es halt ein Neid ist, wo man weiss, man kann das nie erreichen, dann gönnst du dir das Feinste Nacht und hast Selbstmitleid ein bisschen und dann am nächsten Tag vielleicht wieder gut. besser, ja. Genau, das ist doch gut. Genau. Machen wir es doch. Danke euch draussen fürs Zuhören. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie unbedingt teilen. Vielleicht andere Personen, auf die ihr gerade neidisch gewesen sind, sagen sie ihr mit dieser Folge. Unbedingt. Ja, und bewertet uns gerne mit 5 Sternen. Und ja, danke vielmals fürs Reinhören. Danke auch von meiner Seite, Lynn, dass du da gewesen bist. Danke für die Einladung. Weiter so. Und in 4 oder 5 Jahren, oder nein, in 10 Jahren, hast du deine eigene Sendung. Wir schauen. Du gehst reisen. Yes, I will. Wo? Ganz frei und allein. Was macht Lynn? Das macht Lynn. Sie tut immer noch Schwingen moderieren. Schwingen moderieren und wahrscheinlich so die 17 Staffeln abnormal abfilmen. Genau. Sehr geil. Machen wir. Okay, Amen. Super. Ciao Tschüss, zusammen. Victor.